Weil wir als damals gesagt haben, wir haben 1997 den Schöberfauerbus angefangen, weil wir als Bürger wollten entgegenkommen, hauptsächlich Freitags, Samstags und Sonntags, Overs damals. Und auch für die Leute die Möglichkeit sind, dass sie nicht brauchen, Parkplätze zu sichern, dass sie auch konnten, wenn sie overs gehen, auf der Fauer ein paar trinken, ohne da ein Accident zu bauen. Heute kriegen sie auch nach der Führerschein weggeholt. Und wir haben Punkte. Am Jahr 2000 werden ausgebaut, wo wir von Montags bis Sonntags fahren, also wo wir ganz fort den Bus ersetzen. Entretemps sind auch die Linienbusse schon ausgebaut, dass die alle Stunden fahren bis Overseele Wauer. Wir fahren in der Zwischenzeit mit diesem Schöberfauerbus, für das die Leute nicht müssen zu lang werden, für auf die Fauer können zu gehen, und für auch heim zu fahren. Und der Bus fährt auch bis nur 3 Jahre. Ich meine, das aber lohnt mich auf der Fauer bis 1, bis 2 der Weekend. Ja, da fährt der Bus anders. Und ich kann nicht so, und das Strubbel voll, den 3 Jahre. Die sind froh, dass sie können da mit dem Bus heimfahren. Wir haben das Jahr auch ein Big rausgegeben für 20 Jahre Schöberfauerbus. Die können die alle gut holen. Ja, das... sind nach da. Wir haben ausgerechnet, dass wir am Jahr so am Durchschnitt 2000 Leute hatten. An den 20 Jahren ist das 40.000 Leute aus, die aus der Scheiner Gemeinde, die da an den Gemeinde transportiert sind, für auf die Fauer zu kommen. Ja, in Zukunft können sie vielleicht am Senninger Bier oder am Findel einen Tram holen, aber das müssen wir gesehen. Ja. Genau. Voilà. So. Bah, Herr Bürgermeister, bravo. Also als Gemengeverantwortlich können wir euch nehmen ganz herzlich felicitieren und merci sagen für die Initiative, die der 24 Jahre geholt hat. Ich kann mich das noch gut erinnern. Und das weist, dass ihr erstens euch Ehrbürger kümmert, dass ihr euch hier wohl kümmert, aber dass ihr auch uns versucht, die Situation zu entlasten. Genau. Weil wir wissen ja, Schöberfauer ist ein grosser Magnet, ist Gott sei Dank noch immer ein grosser Succès. Das ist ein Succès, weil viele Leute hierhin wollen kommen. Aber wenn sie mengen, sie müssen dann mit dem Auto kommen, dann geht es Chaos. So, dafür hat die Stadt Lützeburg ganz viele Maßnahmen geholt, mit diesen Park-and-Ride, mit den Bussen, hier am Niveau vom Lampertsberg, mit einer anderen Organisation von dem Parking, wo eben noch ein Parking residentiell noch bis an Oven saß. Wir sind froh, wenn wir merken, dass andere auch versuchen, uns zu helfen, für eben, wie gesagt, das, was das Parkingsproblem belangt, für das besser umzugehen. Dafür sind wir heute auch damit zu einer Reihe kommen, für euch dafür merci zu sagen. Und wir wären froh, wenn die Presse da doch ging so, für das andere nach sich gingen ein Beispiel holen. Ne? Weil wir gesehen ja, und das ist ja ganz besonders, dass ein super Schöberfauer neu organisiert, bislo exzellent wird, genauso wie es soll sein, nicht zu warm, nicht zu kalt, kein oder bald kein. Und ich gesehen den Herr Langer, den den Herr Schwaller ist beschäftigt mit dem Journalist. Das ist eine neue Organisation und ich will dafür dem Herr Weidert und dem Herr Schwaller nach merci so, und die haben sich schrecklich viel Arbeit gemacht und am Detail geguckt, unter der großen Kontrolle von Patrick. Für das neu zu organisieren durch den Tram, weil durch den Tram gibt natürlich viele Sachen. Und zusammen mit Madame Tanson und ich, wir versuchen, das so nimmen, so gut wie möglich mit Luxtram zu koordinieren, wird uns auch gelingen, das muss ich sagen. Wenn der Tram da bis fährt, da werde doch für euch, für ihr Leute, zu einem guten Teil mir einfach gehen. Aber bis dahin sind wir euch dankbar für all Bus, den da organisiert. Und wir wünschen Ihre Leute an unsere Leute hier auf der Schöberfauer ganz viel Frieden. Das
dass das größten Volksfest, was wir hier am Land tun, auch das ältesten, dass die 677 Ausgabe, das muss ich sich mal überlegen. So, aber wir hoffen, dass wir nach lang, also Bürger können Flottmomente für Frieden an zu Summe sind hier bieten. Dafür sind wir ganz froh und wir sagen wirklich merci. Merci. Bravo. So, wir gehen dann zusammen ein paar Tränke gehen. Normalement, c'est des à la pièce qui ont ce jour proche. Dat is een klenger bus.
So, I look to the end. Ich gebe dann alle Guten ganz herzlich auf der Ouverture von einem neuen Centre Polyvalent à Schomisch begrüßen. Ich kann nicht so, wenn man dabei ein bisschen bang, es geht heute Mittag nach, wie will er geschafft, für nach alles in den Grund zu kriegen und auch für zu putzen. Ich hoffe, dass das Abweichungsfeier klappt und dass Technik als nicht am Stach lässt. Ganz besonders begrüßen ich heute bei uns den Staatssekretär am Kulturministerium, Herr Guy Arendt. Merci, Herr Arendt, dass ich Zeit geholt habe, hier hinzukommen. Wir sind froh, dass dabei ist, für die Abweichungsfeier zu gestalten. Ich begrüße noch den Herrn Gilles Lacour, Conseiller du Gouvernement Première Klasse am Kulturministerium. Gilles kennen wir schon lange, die war eine Zeit bei uns chargé de Cours von der Musikschule an Dönoassen an den Ministerberuf gehen. Ich begrüße noch den Polizeikommissar, Vertreter von der Pomschi, Vertreter von unserer Kulturkommission, auch vom Kulturhaus Niederanven, Vertreter von den Vereinen aus der Gemeinde Personal. Da begrüße ich Vertreter vom Architektenbüro, von dem Büro de Koordination, dem Büro d'études, dem Büro de Contrôle und dem Pilotage. Da begrüßen auch Vertreter von den vielen Entreprisen, die hier am Bau geschafft haben. Last but not least begrüßen ich alle Invitierten, die ich darauf vergessen, namentlich zu nennen. Die Damen und die Herren, das Centre Polyvalent à Schomisch als den Ersatz für das Centre Gloden zu Höchstädt. Am Gebäude zu Höchstädt, wo das Centre Gloden daran integriert war früher eine Schule, die nur als Mairie von der Gemeinde Niederanven funktioniert ging. Der Festsaal war benannt nach dem Namen von Jean-Pierre Gloden, der Bürgermeister von der Gemeinde Niederanven war von 1946 bis 1969. Gebäude zu Höchstädt als Entretemps aufgerappt und die hat gesehen, du hast ein HPM am Gang 13 Appartementen an 8 Wohnhäuser zu bauen. Die Mairie von der Gemeinde Niederanven ist seit 2006 hier am Sitz zu Oberanven installiert. Am Jahr 2010 ist am Gemeinderat der Gedanken aufgekommen, für ein neues Centre Polyvalent hier an der Platz zu bauen. Die Idee war, für ein Gebäude zu kriegen, das diskret an die ländliche Seite passt und das die Mairie als Hauptgebäude nicht sollte erdreckt gehen oder erschlagen gehen. Das Architektenbüro Perivé war Associé von Höchstädt,
den auch den Plan von der Mairie gemäht hat, gouf chargiert, den neuen Centre Polyvalent zu planen. Den Avantprojet hat der Gemeinderat den 12. Juli 2013 gestimmt. Der Projekt definitiv gouf den 21. März 2014 am Gemeinderat unanim ugeholt, mit einem Devis von 7,8 Millionen. Was beinhaltet dieses Centre? Wir sind hier an das Hall multifunktionell, die ausgelöst das für 180 Sitzplätzen, Bühnenhai mit 50 Meter Carré, als an der Hecht verstellbar, so auch den höllichten Teil vom Saal, da sieht die Feuerrecken, da kann rausziehen, da können die Leute auf Gradin sitzen. Der Saal kann auch genutzt werden von dem Kulturhaus Niederanven für größere Events. Den Turm hier ist ausgestattet mit der Mediatechnik, für die viele Besoin gerecht zu gehen. Der Foyer für 200 Leute. Der Foyer ist ausgestattet mit einem großen Comptoir und einer semi-professionellen Küche. Die Vereine aus der Gemeinde können den Foyer lohnen, an das gratis, wenn sie eine größere Manifestation haben. Auch Privatleute können den Foyer für 500 € lohnen für Privatfeiern. In Zukunft werden wir auch hier am Gebäude Hochzeiten aufhalten. Die Hochzeitsleute können den Foyer da lohnen für eine Rezeption. Und du hast den Preis für eine Lokation 250 €. Der Bau hier ist verbunden über den Passerelle mit der Mairie. Ein Lot zum Namen vom Centre. Der Chefrat hat am Gemeindebord einen Abruf und Bürger aus der Gemeinde gemacht, sie sollen einen Namen für das neue Centre herausschicken. 17 Leute, die ich auch heute Abend hier begrüßen, haben von der Gelegenheit profitiert, für den Namen und den Chefrat für ein oder mehr Namen sogar heranzugehen. Ich sage den 17 Leuten vielmals merci für Ihre Bemühungen. Als Kulturkommission wird die Proposen durchdiskutiert, also sie sind zur Konklusion gekommen, dem Gemeinderat den Namen Aschomisch vorzuschlagen. Der Gemeinderat hat auch diesen Namen mit allen Stimmen gut geheischt. Die Damen und die Herren, zum Schluss will ich nach einer ganzen Reihe Leute merci sagen. Ich zähle nicht alle Büros und Entreprisen namentlich ab, weil es sind da viel. Mein nächster große Merci geht an das Architektenbüro, an das Büro d'études, Büro de Koordination, Büro de Contrôle und Büro de Pilotage. Ein anderer großer Merci geht an 16 Entreprisen, die heute tätig waren. Sie haben alle gut Arbeit gemacht, an den Devis für 7,8 Millionen gouf nicht überschritten. Merci auch unserem Service Technik von der Gemeinde, aber besonders dem Markan. Ein spezieller Merci ging ich an all diejenigen, die ich vergessen habe abzuzählen. Wir gucken einen kurzen Film über die Entstehung von diesem Bau und da kann der Regis antreten. Ich sage nicht merci für das Nachlauschen. Es war am November 2015, wie den alle Festsaal zu Höchstadt aufgerat ging. Neben der Gemeinde Schommech wird der neue Festsaal gebaut. Den 21. November 2015, also der Gang am Neubau. Pour le terrassement, on a enlevé environ 5000 m3 de terre. On a utilisé 145 tonnes de fer, d'acier et béton 1350 m3.
der so gut Hirgang am Neubau, dass schon den 8. Juni 2016 Straußkommt gefeiert. Le Conseil communal a voté en 2014 le projet définitif d'un coût total de 7,8 millions d'euros. Auch rundherum bei den Alenturen, da gesagt ihnen, dass alles Form hält. Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Vereinen, die Damen und die Herren. Bei mir steht es für genug gedeiht. Wir wollen diese Saal hier gebührend direkt bespielen am Laufe vom nächsten Monat. Und du hatte mehr als Handicap-Initiativen in einer Main zu fragen, ob wir da in Koordination überholen für die verschiedenen Vereine rund um den durchzukriegen, weil mehr umreichend als Handicap-Initiative da auch nicht gemacht, für zu gucken, ein Flot-Event hier am Saal zu organisieren, wo wir im Moment von der Notbench bis durchgeschnitten, dass wir auch wollen, Leben heranbringen. Natürlich große Merci und Gemeng für auch die logistisch und die finanzielle Hilfe, dass wir das können, dann zwischen dem 29. und 23. Oktober hier am Saal organisieren. Und für allem ein ganz großes Merci und alle guten Vereine und alle guten die Leute aus den verschiedenen Vereinen, die wir auch geschrieben haben, an die Loch bei der Semaine kulturell dann mitmachen. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass all die Vereine eben hier Merci gesagt kriegen für die Medien, die sich machen, neben ihrem normalen, oft schon chargierten Programm. Ich bin hier ganz, ganz froh, wenn ihr von der Auffassung profitieren, ganz zahlreich während der Semaine kulturell auch hinkommen und den Saal beleben könnt, indem man eben heute aufweicht. Ich möchte es wieder Herr Bürgermeister, die Damen und Herren, Herr Chef der Gemeinderat, liebe Witte, liebe Anwohner aus der Gemeinde Niederranven. An einer immer mehr globalisierter Welt wurde auch das Leben zu Lützeburg sich über die letzten Jahrzehnte fundamental verändert. Wir leben heute in einem Umfeld, das sich permanent und auch immer mehr sehr weiterentwickelt. Die technologischen und digitalen Entwicklungen machen das Leben am Alltag oft mehr einfach. Mehr verschiedene Konsequenzen, die sicherlich nicht an dem Maß vorausgesehen wurden, haben heute einen direkten Impact auf das Zusammenleben und auf das soziale Verhalten. Die Lokal-, Vereins- und Kulturzentren wie die neue Centre Polyvalent à Chommisch spielen hier eine ganz wesentliche und wichtige Rolle. Das ist ein Platz, wo sich Leute treffen, etwas zusammen erleben und sich austauschen können. Ein Platz, die förderlich ist für das Friedlichwussen und Zusammenwussen von einer Gemeinde. Den Austausch und den Dialog stehen hierbei am Mittelpunkt und die Relationen zwischen den Bürgern gehen so aufrechterhalten und belebt. Häuser wie den neue Centre Polyvalent à Chommisch erlauben es, neue Synergien zu knüpfen und dazu beizutragen, dass als Gemeinde lebendig bleiben und hier sozial und kulturelle Identität nicht verloren geht. Wir können als zu Lützeburg glücklich schätzen, dass es nicht um engagierte Bürger an der Gemeinde fehlt, die immer mit neuen Initiativen versichern, das kulturelle Leben von ihrer Gemeinde zu bereichern und zu dynamisieren. Sie sind aber auch besonders froh zu sehen, dass Synergien in anderem mit der regionalen Musikschule Sierdal und kulturellen Assoziationen sowie natürlich auch am Kulturhaus Niederranven von Anfang an mit angeplant sind. Eine starke Gemeinde braucht eine solide Basis und eine starke Réseau, die es ermöglicht, eine lang und flott Zusammenarbeit mit allen Akteuren zu garantieren. Kultur soll selbstverständlich auch dabei helfen. Ich wünsche ich jedem viel flott und gesellige Stunden hier in ihrem neuen Centre à Chommisch. Viel Frieden, all die Leute, die hier und der Kultur mit teilnehmen, und ich nach einen schönen Abend. Merci.
Ma schöne gute Mittag. Wir freuen, dass all Mensch haut präsent ist bei dieser 5. Edition von unserem Generationsfest. Ein Fest, das wirklich manchmal an der Gemeinde eine Tradition ist. Wir sind natürlich auch froh, dass unser Bürgermeister wie all Jahr traditionell auch bei uns lernen kann, für uns zu unterstützen. Und ich meine, das ist auch eine große Message an uns Bewohner, dass Politik sich und ihnen interessiert. Wir sind immer froh, ob die zusammen haben. Ich freue mich auch, Madame Jacqueline Reiter hier willkommen zu heißen. Sie sind die uns hier viel zur Hand gehen, nicht nur mit der schönen Tombola, die sie organisieren, sondern auch mit der Hilfe bei der Organisation, beim Campusstand und so weiter. Wie gesagt, ganz große Merci, dass uns so viel Jahr an, Jahr raus seit 4,5 Jahren, seit August 2013 hier am SIPA unterstützt. Das möchte wirklich richtig flott. Das Jahr ist wieder vielleicht nicht gerade so gut wie sonst, wir müssen uns klauen, aber auf jeden Fall sicher nicht dadurch verschlechtern. Wir haben das Jahr ganz viel Flotsachen, wir haben das Jahr Smoker, wo wir Sommerhuhn, Rippischer Huhn, wir probieren noch einmal, wie gesagt, all Jahr ein bisschen etwas Neues dran zu bringen. Und wie gesagt, damit können wir noch den George Christen, auch in den Alterspflegeheimer gut unterstützt. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Wie gesagt, froh, dass so viele Leute im Moment schon im Aperitif sind. Und ich hoffe, dass die Mitte ein bisschen Match spielt und dass wir nach einem flotten Tag verbringen. Merci. Ja, gute Mittag. Wie all Jahr will ich dann auch euch alle gut begrüßen auf diesem Fest. Wir sind ganz engagiert, ganz Jahr für die Leute aus dem Haus. Das heißt, wir unterstützen am Anfang die Aktivitäten von der Direktion, auch wenn sie Doléanzen haben, auch wenn sie Sachen mal brauchen, für die Leute viel Freude zu machen. Da sind wir immer dumm an dieser Käse. Und das Jahr haben wir eben noch unseren Campusstand an als Tombola. Und wir wären froh, wenn noch viele Leute kommen, weil das geht ja alles zugunsten von den Mitbewohnern. Ich gebe euch noch einen schönen Tag wünschen und merci. Als Präsidentin von der Integrations- und von der Sozialkommission muss ich sagen, es ist eine fantastische Sache, wie die das Flottfest organisiert haben, ein Generationsfest für die Jungen und die Alten zusammenzubringen. Ja, mein Name ist Conny van der Sande und ich bin heute zu Niederranven am SIPA Gringewald, wo heute bei leider nicht gut im Wirde Generationenfest ist. Und das ist wirklich all Jahren ein Treffen für junge Nel hier am SIPA Gringewald. Und das ist wirklich eine flotte Sache, wo jung und alt sich treffen und in dem Moment mit ihnen auch einen Tag verbringen. Ich hoffe, dass das weitermachen. Das ist auch für Sodec so ein Challenge. Sie machen das alles ganz gut, weil auch das Haus hier ist ganz gut gefüllt. Meine Mama war auch hier über 10 Jahre und kann nicht mehr so ein von den besten Altersheimen, die hier am Land sind.
Ja, das immer im Flot Fest am Sipa zu sehen schmeckt das immer ganz flott Stimmung und das ganz flott doch dass Sodex so auch den Awohner aus der Gemeinmäßigkeit gibt das Haus ein bisschen besser kennenzulernen und eben auch eben noch für Bewohner vom Haus ganz flott fest organisiert. Nee, ik heb mich später auch, weil da war sein Mech war eng Grosfried, dats ma Hand kennen der Weisung Generationsfest hai de George Christen Bayer hun. Merci, vielmals merci. Ich gebe ich dann alle Götten am Numm vom Chefener Gemeinderat begrüßen. Ganz besonders begrüßen ich den Herr Europadeputat, nicht gesehen, den Herr Georges Bach, den aber hier war die Musik gucken kann, weil ich begrüßen auch den Direktor von der Administration des Service de Secours, der Paul Schröder. Und ich begrüße auch Vertreter von den Vereinen, alle Invitien. Sollte die Damen und Herren, ich meine, das Haut Port du Vert von einem Musee, Pomsches Musee. Wir hatten schon eine Aufweihung, das war eigentlich am Juni, wo wir das abgemacht haben. Wie es dann zu dem Musee kommt, ich meine, den Gilbert Sauber hat oben an der Freierer Schule zu Horstedt eine ganze Sammlung von Pomsches Material gesammelt, auf wie wir dann angefangen haben, die Schule da umzubauen. Für als Verein da haben wir die Sache müssen rausholen und auf einen anderen Platz stockieren. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was wir könnten da mal durchhängen. Und da haben wir gesagt, mit Gilbert zusammen, wir haben eine Konvention mit ihm gemacht, für ein Pomsches Musee abzumachen. Und das an diese Räumlichkeiten, das die gesehen, das war früher Dorfmolkerei zu Sending. Dann war der Pomschesbau, wo die Pomsche innerbrücht waren, dafür ist auch den Turm gebaut gehen. An dem Turm, da sind Schleich abgehangen gehen von der Pomsche. Die Gemeinde hat dran 105.000 € investiert. Auch nicht mal die Arbeiter von unseren Leuten von der Gemeinde, die mit angepackt haben. Aber ich meine, dass ein Musee, den sich weisen lässt, ein Musee, der gedurcht ist für nicht nur die Schulen, aber auch für Leute, die gerne gesehen, wie die ganze Pomscheswesen von früher und evaluiert wird. Und ich meine, dazu will der Paul Schröder auch ein Wort sagen als Direktor von der Administration des Service de Secours. Bei der Ouvertüre konnte ich uns leider nicht dabei sehen. Und konnte man für schon ein Bild machen von dem kleinen, aber feinen Musee, den er hier abgerichtet hat. Und ich meine, muss ich felicitieren
für die Initiative, die da geholt hat, natürlich von allem dem Gilbert Sauber, den à la Basis von dieser Initiative, auch der Gemeinde, die daran wollen, dass die Projekt auch unterstützt haben. Dann darf ich aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, wo ihn hier könnt, wo den Ursprung ist, und wo auch Traditionen sind, weil ich meine, das ist ganz wichtig, dass ihn auch das hält, und noch die Leute, die eben an der Zeit mit der Hand karge vorkommen, das wird auch demals von den Leuten so verlangt, das war demals damit Muskelkraft. Und ich meine, wie gesagt, völlig scheiden einkehr profitieren für all die Leute, merci zu so, die das Projekt hier gelebt und unterstützt haben. Und hoffen dann, dass noch viel Success hat, dass viele Leute gucken kommen, vielleicht eine Idee kriegt, für dann noch sich beruflich von in die Richtung zu orientieren. Voilà, das gesagt, vielmals merci für die Invitation und dann vielleicht nach die ein oder andere flotte Moment hier zusammen verbringen. Merci. Da soll ich auch nach paar Worte sagen. Ich meine, das Mensch, das gesagt gehen, sie wird die letzte auf der Ouvertüre, sie wird eben haut. Ich will auch nicht mehr viel daran schwätzen und ich will just den Moment holen, für Merci zu sagen, für allem mal die Gemeng. Ich meine, ohne die Initiative von der Gemeng oder das Finanzement von der Gemeng an der Idee von Patrick Schumacher, den ich am Anfang auf die Idee brachte, das wollte nie im Museum machen, das war nie an meinem Sinn. Da war der Patrick, dem einfach immens geholfen hat, dann ihm auf dieser Platz nach ein ganz große Merci, dass es funktioniert. Dafür ihr auch alle Guten, die Mitte schon hier wert, die Lohn nach hier sind und nach vielleicht nach kommen oder mich spät nach ein kommen, ein ganz große Merci. Merci.